Hello, Hello, hello. Darling und Hello, Darlings. gorgeous. Oh mein Gott, hey, du hast eine komplett neue Frisur. What's going Ja, also, ich dachte, hey, der alte Zopf lassen wir im 25. Es quite ist natürlich jetzt halt literally? einfach nass, darum ein bisschen blöd. Aber weißt du, das Coole ist eben, wenn du einen retired Hairstylist als Freundin hast und dann Beeren gehst, Weihnachts abrollen und dann bist du so 2 sparkly Cranberry Proseccos later. Komm, wir schneiden Haar! Und dann macht sie so, Ähm, hey, weißt du, mit dem Prosecco in der Hand. Ich so, look, ich habe eine Ja, Schere. genau. Und das Blöde ist einfach wirklich, wir sind einfach auch so zwei bekloppte ADHSler, die einfach sich dann so gegenseitig aufhypen. Und du hast nicht gesehen, ich hatte so schnell Special Effects gehabt, weil ich gerade in meinem Büro, es Scheiße! ist wirklich, es ist super gewesen. Also Dang it. anyway, kann man so Mühe Sorry, geben. sorry. Looks nice, it looks really nice. Dankeschön. Fresh, very fresh. Ich habe Ja, auch, heute Morgen sind verschiedene Sachen passiert bei du bist aber mir, noch nicht beim unter Coiffeur anderem gewesen. zu lang Zeit verbracht mit dem Dyson Airwrap, wo ich immer ein Scheissgerät gefunden habe. Ich bin jetzt ehrlich, falls ich jemand von Dyson zulässt, I'm sorry, ich bin nie klar gekommen damit. Und jetzt ich habe einfach einen attraktiven Mann haben, einen Coiffeur, der mir sagt, weisst, du musst ihn halt anders verwenden. Und dann habe ich ihn jetzt ausprobiert und jetzt geht es viel besser. Es ist wirklich einfach irgendwie eine Frage, Okay, wie was man ist der ihn... Magic Trick? Weil ich hatte auch mal einen gehabt und habe dann wieder extrem genervt auf Tutti verkauft, weil ich gefunden habe, fuck this shit. Okay, es ist, man könnte sagen, für den Preis soll es eigentlich wie selbsterklärend sein, aber the thing is, der Dyson Airwrap ist ja das der grosse Wand, so ein Stab, wo du einfach an die Haare anhebst und du machst Und dann gibt's genau, dann und zuckt dann es tut eine es ja automatisch automatische. eintrüllen. Ja. And the thing is, wenn du gewisse Haartypen hast, so wie ich, darfst du den nicht einfach selber machen lassen, sondern du musst ihn eintrüllen lassen, beziehungsweise du musst die Haarsträhne unten heben und du kannst sie ein bisschen eintrüllen lassen, aber du Mhm. musst die Haarspitze musst du heben. Weil sonst gibt's eben, die sind jetzt eben wie gerade geblieben und sonst gibt's eben die komischen Fernsehmoderatoren-Locken und du musst ihn heben, das ist bei mir jetzt der Trick gewesen, du musst ihn heben, da gibt's einfach Bewegung ins Haar und du musst vor allem, also mir hat der Coiffeur dann gesagt, die meisten Leute benutzen Kühltasten nicht lang genug. Weil ich habe wirklich lang genug abgehatet und es ist wirklich so, wenn sie auskühlen Ja, aber lässt. dann, ich meine, sorry, wenn du es nicht automatisch machst und den ganzen Scheiß musst du selber machen, dann kaufst du dir einfach ein True, GHD. true. Ich bin total bei dir. Aber das ist einfach die Erklärung für meine doch relativ wilde Frisur heute, wo ich mehrere Leute haben mich darauf angesprochen. Ich habe so, I don't want to talk about it. Nein, es ist alles gut. Es ist alles gut. Also, ich fühle mich dekorativ. Ich meine, wir gehen jetzt Herzen richtig Festtag zu und ist alles Ja, gut. Ich habe ja, meinen Weihnachtspulli angelegt, also von dem her, all das good. ist schön. Nein, es ist kein Weihnachtspulli, es ist einfach Ich grün. auch, schau, es hat ein Sternchen. Mega cute. I like. We appreciate. Also, Jenny und Steffi sind wieder sehr fest da mit Halbschlau voll Herz. Und wir haben, also ich glaube, wir zwei haben auf jeden Fall wahnsinnig Freude gehabt an unserem Adventskalender, oder? Es ist Ja, ja, und also ich stark. bin schon ein bisschen, also es hat mich schon ein bisschen gestochen, dass die beschissene hure Achse einfach so funktioniert hat. Die haben mega viel gut gefunden. Ich Hey, habe vor. ich finde das gut, wirklich. Hey, Okay, toll, toll. gut. Also Wirklich. es Wenn tut das mir auch. dies ist, voll gut. Hey, wir haben voll viel Gutes. Es kommen noch, also ich meine, weiterhin schauen, wir hauen jeden Tag einen raus. Und dann Wirklich müssen wir so. irgendwie schauen, wie wir das dann verewigen können. Weil ich finde, das meiste ist schon so evergreen. Geht immer. Es ist wirklich so. Geht Wir auch zum können einfach Geburtstag. absolut. Es ist einfach der Geschenkli-Guide. Also wir tun es Ja, nachher speichern auf ja, Instagram, irgendwie gehen können wir auf speichern. Halbschlau voll Herz Genau. und lauter Sachen, die wir auch lässig finden. Ja, Also wirklich aber so. weißt du, das ist auch enttäuschend. Ich habe mich Was? so abbiedert beim Trini London Post. Wirklich, ich habe alles gegeben. Ich habe Wieso? wirklich so den Schmalz wirklich meterweit, Aha, Meter aber hoch eben, aufbiegen. es war grossartig gewesen. Ich Ja, finde, so, du aber ich solltest habe den hab keine Reaction bekommen Award. von Trini London. Aber es ist wirklich, also ich kann nicht Von einmal sagen, Hermes dass auch ich nicht, aber nicht. das ist wie klar gewesen. Ja, ja, aber das ist, ja, der ist einfach schmerzhaft. Aber Gut. könnt schauen, auf jeden Fall, wir finden unsere Geschenkli-Tipps grossartig und sie sind auch Was ist dein Favorit 2026. bis jetzt gewesen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Jahresabo, es ist wirklich keine Werbung, aber ich finde wirklich, ich habe jetzt wieder müssen sagen, das Jahresabo-Moment von der Annabelle, weil Mhm. immer, wenn sie mich fast verlieren und ich finde, hey Dude, wirklich, kostet halt gleich, weißt du, so ein Mhm. Heftchen, Mhm. und dann kommen sie wieder mit etwas und ich finde auch, das Jahreshoroskop ist jetzt wieder so grossartig, obwohl ich Das als habe ich noch Wahr nicht gelesen. Ist das jetzt der neueste drin? das ist jetzt in der ganz neuen Ausgabe. Und es ist einfach, es wird wieder ein challenging year. Einfach damit ihr das alle gehört habt. Ich bin ja wirklich nicht Ich im Fall nicht. Astronomin. Ich habe im Fall erst, ich habe eins gelesen bis jetzt und ich meine, I'm gonna fucking rule, weil Merkur kommt und Merkur ist mein Planet und Stimmt. apparently it's It's a
thing. Also, ich will jetzt auch lässig haben, aber ich glaube, ich werde jetzt ein bisschen krampfig haben bis im Sommer und dann werde ich die Welt regieren. Ich übernehme dann den Merkur-Zepter von dir. Ist gut. Okay, Bitch. Ist gut. In der Ordnung. Aber ja, also eigentlich finde ich finde es schon, ich finde es lässig. Also, was ist dein Favorit gewesen? Hey, also auch als Annabelle, weil das ist einfach so etwas, was ich mir selber nicht würde schenken. Dann finde ich es ein mega cooles Geschenk. Dann auch das First of all, I'm a Delight T-Shirt. Weil einfach Das ist auch ja, sehr ich hätte sehr gern, ich kann morgen Emma gehen und ich würde es sehr gerne anlegen. Das wäre wirklich grossartig. Ey, sorry, es ist einfach perfekt. Und dann, was ich mir wahrscheinlich ziehen, ist das Daily Fascha Abo mit der RNT jetzt Dude, auf Daily das bin Ding. mir's Ich auch finde, das nicht könnte man überlegen. eben eigentlich als Challenge machen. Also, nein, wir könnten uns unter Druck setzen, weil es ist, ich finde, es tönt super. Ich habe schon von der Adrienne, wenn ich Adrienne macht doch immer im Januar macht sie Yoga-Challenges, weißt du, so Gratis-Challenges, so 30 Tage. Und sie hat jetzt ihres auch schon angekündigt, also vielleicht bin ich dann auch der Adrienne. nein, wir machen es nicht im Januar, wir machen das alle, das ist uncool. Und im Januar, ich finde, so Zeug machen wir dann, wenn der Frühling anfängt. Also Wenn du gut. so weißt du, dann nimmst du den Elan und den Spring in your Step nimmst mit. Im Januar ist einfach so. Okay, wir machen jetzt ab mit den ersten Krokusser. Tun wir uns darum kümmern. Ist gut? Das ist so richtig im Plural. Ja, sicher. Ich sage auch Brot und Bröter. Es ist wirklich, also mich kannst du immer fragen. Mit Mundart. Ich komme bestens daraus. Okay. Ich habe immer Streit mit dem Nick, wegen dem ich Bröter sage. Und Rösser. Also es ist 1 Ross, 2 Ross. Und wenn du jetzt sagst Pferd, haben wir wieder ein Aargau-Problem. Nein, es ist natürlich ein Ross oder ein Gaul. Ein Gaul ist auch noch schön. Ja. Aber wir haben jetzt also von den Gauls, von den Goil, von den Goiler eigentlich, gehen wir nahtlos über in das, was du diese Woche nicht gekauft hast. Welchen Shit hast du nicht gekauft? Why? Zeig, erzähl. Okay, ich bin parat. Ich habe Händchen gekauft. Und zwar von Markbeck Denmark. Und sie sind very fucking pretty und sie sind im Sale gewesen. Sie sind Lederhändchen, aber also weißt du, es gibt doch da die Stülpen, die du so über die Finger tust. Wo die Finger rausschauen. Und das ist so kombiniert. Also du hast vorne die Lederhändchen und dann kommt der Stulpen aus Strick. Okay. And it's very pretty. Das klingt eigentlich noch schön. Ja, it's very pretty. Und darum dann habe ich mir das gekauft. Ja, weil ich einfach gefunden habe. Also, einerseits das auch. Gesicht jetzt gerade so, ja. Ja, nein, also weißt, ich muss ja schon sagen, ich habe ganz, ganz lange keine Händchen mehr gekauft. Und dann habe ich gefunden, es ist wie legitim. Und jetzt, wie gut ist das Twilight Trivia? Relativ gut. Gut. Mein letztes Paar Händchen, die ich gekauft habe, und ich seither getragen habe, sind die dicken Strickhändchen, die Bella im Film anhat. Sind es nicht weisse? Nein, es sind so Kaki, so aber so ganz grob gestrickte, so okay. Ja, so lange. Wow, das muss ja so 2007 gewesen sein, oder? Ja, oder 9. Okay, gut, also dann finde ich es total also ich habe 15 Händchen gehabt, das finde ich voll legitim. Ist okay. Ist okay. Ich begrüße das. Ich finde es schade, hast du sie nicht an. Weißt du, jetzt irgendwie, das wäre sie sind noch nicht gekommen. Oh, okay, gut. Also ich kann's handeln. Möchtest du wissen, was ich diese Woche nicht gekauft habe? Okay, weil man hört es noch ein bisschen. Ich habe mir wirklich schon wieder online schon fast bestellt einen NutriBullet Flex Standmixer. Habe ich schon im Warenkorb gehabt. Und zwar habe ich eine Geschichte dahinter. Ich bin mega verkältet gewesen. Ich bin das letzte Wochenende einfach im Nest gelegen, nicht lässig und verpfnisselt und hust und alles. Und eine Freundin von mir hat einen Kochblog, das ist Nadia von Lou Malou. Und dort hat sie gesagt, eines von ihren Bestseller, ein Rezept ist so einen verdammten Ingwer-Shot, den du selber machen kannst. Weil ich gehe immer ganz viel Geld ausgeben, wenn ich merke, ich bin krank, dann kaufe ich einfach so im Coop so halbschuhig die kleinen Fläschchen, die ein Verpackungsblödsinn sind. Ich habe nur so einen Stabmixer zum Suppe machen. Dann habe ich natürlich frische Ingwer gekauft und Zitronen und Äpfel und Honig und habe das dann alles so zusammenmixen. Und wenn du das mit dem Stabmixer machst, gibt es einfach so ein Püree mit so faserigen Ingwer-Chunks. Und jetzt habe ich eben im Kühlschrank jetzt etwa 6 so Weggläschen voll mit dem
super scharfen Ingwer-Smoothie. Und wenn ich mich jetzt wirklich fast umgebracht habe, ich habe jeden Tag so ein Gläschen gegessen und ich habe gerade vorher wieder das halbe Glas und es ist wirklich, ich brülle nachher fast, es ist so viel scharf und es ist so grusig und dann habe ich gefunden, ein Nutribullet wäre noch lässig, aber jetzt habe ich gefunden, es ist einfach bescheuert, weil ich schon mal einen hatte und dann habe ich ihn einfach 3 Jahre nicht benutzt und dann habe ich ihn verschenkt. Und Fair. ja, also weil eigentlich, ich mache ja kein Saft Aber hey, und Smoothies Nutribullet und so. findest du 100 Pro auf Tutti. Das stimmt eigentlich. Vielleicht finde ich meine wieder. Ich weiß gar nicht, mit wem ich das gehe. Das wäre schön. Also anyway, ich habe kein Nutribullet gekauft Ja. und stirbe jetzt dafür fast an meinen Ingwer-Shots. Aber who knows, Win some, 26 lose some. lockt uns an. Ja. Yes. Ist doch gut so. Hey, ich muss me. immer so, ich mache immer ein bisschen einen Timecheck. Wir sind total gut in der Zeit. Hey, wir sind Ja, es ist uns ja zu Ohren gekommen, dass wir nicht ganz, also ich sage jetzt nicht mir, aber eigentlich meinen es mich, dass ich vielleicht nicht ganz so hysterisch amigs muss Zeitdruck haben. Weil ich rede schon anders, wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt dann gerade auf den Zug oder dass wir nur eine halbe Stunde schnurren dürfen. Schon das kostet mich so viel Energie. Es gibt ja immer noch die Option beim Podcast, einfach alles langsamer oder schneller spielen zu lassen. True. Das ist wirklich wahr. Und dann, wenn es euch nervt, wenn ich finde, wir reden viel schnell, einfach ein bisschen langsamer laufen. Weg, wenn es den Knopf in echt gibt. Mein Mann würde mich immer auf 0,75 Geschwindigkeit laufen lassen, schon seit 30 Jahren. True story. Das wäre wirklich noch schön. Und ich würde alle 1,5 machen. Wäre voll okay. Mindestens, oder 2. Und ich bräuchte einen Skip-Button, weil das meiste Leute sagen, ist einfach... Aber das gibt es ja auch bei Podcasts und vor allem auf YouTube, also von dem her. Ja, das stimmt. Aber das muss man jetzt nicht sagen, weil uns musst du nicht skippen. Das ist vor allem mega nicht. Mega nicht. Hey, darf ich ganz schnell... Wieder, brauchst du nicht. Nein, es ist wirklich... Nope. Ja. Nein, aber es ist, wir haben ja so eine tolle Rubrik, das musst du gehört haben, und wir sind jetzt einfach so wahnsinnig tagesaktuell, dass mich fast ein bisschen schält. Aber darf ich noch ganz schnell eine Story einschieben? Du darfst jetzt erst noch den MIDS einschieben. Okay, das können wir natürlich auch. Ich habe nämlich sehr einen lustigen MIDS gefunden diese Woche. Ach, machen es lustig. Das andere ist auch lustig, aber von anderer Art. Das ist total wahr. Weil ihr wisst ja, das ist mein grösstes Hobby, ist ja MIDS-Geschichten lesen. Und einfach für die vielleicht neu zuschalten, vielleicht auch unseren Podcast noch nicht so kennen. Es ist nicht, weil ich Lust habe zum grusig reden, sondern ich bin einfach obsessed mit dem öffentlichen Forum auf Reddit, wo man Alltagsfragen kann einschicken kann und wenn man sich wirklich einfach fragt, ich weiss jetzt nicht, ob ich in mein Arsch bin oder die anderen, und dann nachher hat es einfach den Internetpranger, wo alle ihren Senf dazugeben können. Ja. Ich habe eine wunderschöne Geschichte gefunden und ich tue sie jetzt einfach noch einen kurzen Einschub, dass die Kategorie, für die, die es nicht kennen, ist so bekannt, dass sogar das Format jetzt der Jimmy Carr von uns gemobst hat. Ich muss einfach nochmal sagen. Wir müssen einfach nochmal sagen, der Jimmy Carr, shame on you. Shame on you. We were there first. Und vor allem, wenn er uns zulässt auf Schweizerdeutsch, dann bin ich beeindruckt. Aber anyway. Das ist schon recht impressive, muss ich sagen. Fair enough, ja. Das ist wirklich so. Also, ich habe eine Story gefunden mit dem Titel «Bin ich das Arschloch, weil ich verrückt worden bin, dass mein Freund in seinem Telefon einen Kontakt gespeichert hat als aka Wi-Fi». Und wir meinen nicht Wi-Fi, sondern Wi-Fi as in my wife. Ja, und ist das Wi-Fi, also ist das... Lass mich schnell nachlesen. Nein, okay. Ich tue jetzt vorlesen, was in dem Post war, okay? Ja. Das ist jetzt eine Frau, also wir haben kein Alter, aber es tut jetzt, finde ich, jetzt nicht so zur Sache. Sie schreibt Folgendes. Wir sind seit 3 Jahren zusammen. Ich hatte sein Telefon gerade in der Hand und es hat vibriert. Ich habe den Screen angeschaut und es war eine Nachricht von einer Frau, sagen wir ihr jetzt mal Anna Müller. Es ist mir gleich, dass er mit Frauen schreibt, aber der Kontakt hat es als den Namen Anna Müller aka Wifi angezeigt. Also as in meine Ehefrau. Sie schreibt weiter. Also, er hat mich ein bisschen später etwas gefragt und ich habe dann gesagt, er soll doch seine Wifi fragen und dann ist er zuerst gar nicht rausgekommen. Aber als ich es ihm dann gesagt habe, dass ich das gesehen habe auf seinem Telefon, hat er noch gefunden, dass das lang her sei und nur ein Witz sei. Ich finde es mega respektlos, mir gegenüber als Freundin, als seine Freundin, und wenn es eine Person wäre, irgendwie aus der Schulzeit, und sie sich sonst nicht irgendwie regelmäßig hören würden, wäre es mir gleich, aber ganz offensichtlich sind sie in Kontakt miteinander. Er sagt, also ich reagiere völlig eifersüchtig und unverhältnismäßig und er weigert sich, den Kontakt umzunennen. Sie hat ihn darum gebeten. Und er findet, ich soll es auch aus seiner Sicht anschauen und ich sehe, dass ich da völlig überreagiere. Was findet ihr? Ist das eine Überreaktion? Am I the asshole? Ich habe gesagt, er ist delicious. Ja, es ist very delicious. Also, es sind beide die Assholes. Also sie fürs Überreagieren und er für... Dann ändern doch einfach den scheiß Kontakt. Ja, also das ist eben... Ja.
Also ich finde, mein Gott, dann ist er halt anders gespeichert. Ach, also, wenn du so unsicher bist über die Beziehung, dann würde ich mir wahrscheinlich andere Fragen stellen, aber fair enough. Wenn es dich stört, ist okay. Und wenn deine Partnerin dir sagt, dass es sie wirklich, wirklich mega stört, dann kannst du es ja auch einfach ändern, I guess. Aber Das ist jetzt die Jenny-Reaktion. ja. Also das Internet ist mit dir einverstanden. Sie finden, alle sind Assholes. Es ist nicht sie, also die Fragestellerin ist Asshole, sondern es sind alles Arsch. Und ich habe ein paar gute Antworten herausgelesen. Also jemand hat geschrieben, nein, es ist nicht unangemessen, es ist unangemessen, aber von ihm. Es ist ein schlechter Joke und dein Freund sollte den Namen ändern, weil es dich stresst. Punkt. Und jemand anderes hat vorgeschlagen, stell dich deinem Mann, irgendeinen männlichen Arbeitskollegen von dir vor als dein Work-Husband. Und vielleicht merkst du dann, dass er vielleicht doch ein bisschen sexistisch veranlagt ist, oder? Und dann hat jemand noch geschrieben, ich finde seine Reaktion viel komischer als der eigentliche Kontaktname, den er gespeichert hat. Und ich finde es mega gruselig, dass er dich unsicher und eifersüchtig nennt, anstatt darüber zu lachen und einfach den fucking Namen zu ändern. Also eben, das ist genau das, was du Ja. gesagt hast. I don't know. Aber das ist ich finde, dass die Geschichte kommt ja noch an einen viel anderen Punkt an. Und zwar, ich finde so, welche Kategorie Mensch bist du Kategorie Mensch, die Namen im Telefonbuch sind so, wie sie sind? Oder bist du Kategorie Mensch, wo irgendwie Namen im Telefonbuch so eben mit Wifi, Schätzli, Häsli, Schwester. Was bist du? Ich bin absolut Kategorie einfach der Name. Gell? Der richtige Ja, Name, Vor- und ey, Nachname. Danke. Also Danke. manchmal muss ich finde es eben noch herzig, ich habe immer einmal gemerkt, dass eine von meinen wirklich engsten Freundinnen mich abgespeichert hat als Steffi Klammern Lili Mami. Und ich habe so lachen, als ich das gesehen habe, hat sie gesagt, sie hat das natürlich schon längstens gemerkt, wieso haben wir uns kennengelernt, oder? Über Kind, glaubst du? Das macht aber Sinn, das macht Sinn. Das habe ich teilweise schon auch bei den Kontakten noch irgendwie hinten dran, Mami vom Reto. Weißt du, manchmal brauchst du so Hinweise, gerade ich in meinem Alter, so Perimenopause, bin ich froh, wenn ich so einen Hinweis habe. Nein, das ist, es kann ja schon so Nostalgie sein. Und dann, weißt ich kann das noch verstehen, weißt dass jemand sagt, hey, ich finde es mega lustig, ich habe meinen besten Freund schon seit 30 Jahren als Halbschuhe im Telefonbuch abgespeichert, aber ich brauche Vor- und Nachnamen, weil ich traue mir selber nicht über den Weg, dass ich irgendwann mit in einer Situation bin und dann nicht mehr weiss, unter was habe ich da? Ich finde es völlig absurd, unter so Pseudonym und Kosenamen jemanden abzuspeichern. Ja, das Einzige, was ich halt einmal irgendwie gefunden habe, ist so recht viele so Leute zu mir gefunden haben, das ist irgendwie weird, dass ich zum Beispiel also Mami und Papi nicht unter Mami und Papi abspeichere. Ja, Weil, habe ich aber auch nicht. Ich habe Ja, auch why? meine Eltern... gut, nein, das stimmt nicht. Meine Mami habe ich, glaube ich, wirklich als Mom Tierstein. Aber sonst, ich meine, niemand sagt meinem Vater Dad, auch ich nicht, mal ich schon. Alle sagen dem Hans. Das ist ja bei uns so ein Running Gag, dass alle Enkelkinder meinem Vater Hans sagen. Weißt du, irgendwie so, wo ist die Nana und der Hans? Und dann meinen alle Leute, die uns nicht kennen, sagen immer so, hat deine Mutter nochmal geheiratet? Weißt du, das tönt so, wie so der unleidige Stiefpapi. Das ist so lustig. Anyway, nein, also ich finde das, die ganze Diskussion mit irgendwie so Kosenamen und so im Telefon weird, aber ich finde es vor allem, jetzt ganz ehrlich, bei dem Thread, darum ist es mir auch so ein bisschen aufgefallen, weißt du, so, das Gespräch ist ja irgendwie, ist gar nicht darüber, ob jetzt ihr Freund sie betrügt mit dieser Pseudo-Wifi, sondern dass sie einfach Grenzen gesetzt hat und es ist, it's not a big ask, oder? Du sagst, sorry, ich weiss, es ist vielleicht ein bisschen weird, aber es stört mich total, dass du die Kollegin als Wifi abgespeichert hast. Tu doch einfach das rausnehmen. Und wenn er nur halbwegs vernünftig ist und jemals wieder in seinem Leben gut will essen oder Sex haben, dann nimmt er einfach das Wifi raus. Wie bescheuert ist der? Darum nehme ich jetzt mal an, dass die recht jung sind, weil irgendwie so ein 50-Jähriger mit ein bisschen Beziehungserfahrung oder auch ein 40-Jähriger würde nicht einmal 2 Sekunden darüber nachdenken. Ja, ich weiss nicht, ob das wirklich auch, ich glaube, es gibt auch so 50-Jährige, die da würden finden, nein, das mach ich nicht. Es ist eine Grundsatzfrage. I don't know. Das ist wirklich absurd. Ich finde, wir sollten einander eigentlich alle wieder sitzen. Es sind einfach Herr und Frau Müller. Und ich meine, zwar bis ans Lebensende. Fände ich total fair. Interesting. Nein, das ist jetzt gerade eine gute Frage. Ich bin jetzt nochmal meine WhatsApps am durchschauen und so. Ich speichere wirklich auch meine engen Leute unter Vor- und Nachnamen ab. Ja, fix. Es ist auch, und keine Emojis und kein Hiha lustig. Nichts. Ich kann auch nicht irgendwie bei jedem anrufen noch irgend so ein Bild hinterlegt, dass irgendwie ein Bild kommt, wenn die Person anruft. Ich kann auch nicht auf meinem Bildschirmschoner irgendwie ein Foto von meinem Kind. Aber Jenny, are we boring? Nein, ich finde, wir sind... Nein. Wir sind einfach normal. Gell, ich normal ist ein blödes Wort. Wir sind
Durchschnittlich. Sehr vernünftig. Vernünftig. Ich weiss jetzt, also jetzt die Frage, ob wir der Durchschnitt oder der Median sind. Das finde ich eine schwierige Frage. Ich weiss nicht, ob wir das heute noch beantworten können. Ich weiss Ja, es ist wirklich so. nicht. Aber Das hey, ist weißt du, ein das kann ich im Fall auch nicht bisschen beantworten. Was? Ich habe wie so zwei, über das müssen wir jetzt reden, das musst du gesehen haben. Ja, Okay. Es ist, vielleicht machen wir einen so ganz kurz spitz. Die meine, ja, ich wollte eigentlich gar nicht so viel ausholen, aber die meine Stories gesehen haben, und auch unsere Stories, der Nationalrat hat ja letzte Woche hat er gefunden, Schöfli. Und Schöfli sind cute und ich mag Schöfli. Und Weinförderung ist wichtiger als der Schutz von Frauen. Und das hat ja dann recht schnell einen Shitstorm gegeben, rightly so, weil wir alle doch einfach ein bisschen hässig waren. Und dann hat es dann ganz viele E-Mails gegeben, pipapo, und dann jetzt ist es auch wieder, es ist nochmal das Geschäft im Nationalrat und jetzt ist die extra Million gekommen. Super, so wie so gut. Und ich finde, das hat das Thema irgendwie auch wieder wie können sein lassen, aber es gibt einfach dann die FDP-Frauen. What happened? Ja, oder? Also weißt du, wo dann sich wirklich zitieren lassen mit, und das ist vor allem Bettina Ballmer. Und ich bin ja nicht stimmberechtigt im Kanton Zürich. Das ist okay. Über Betty haben wir schon mal geredet. Nein, Bettina Weber haben wir schon mal geredet. Haben wir schon mal über Bettina Ballmer geredet? Ich glaube es. Oder haben wir jetzt einfach auf alle Bettys eingeschossen? Hey, schau mal, entweder sind die Leute heißen Weber und ich mag sie nicht, oder sie heißen Bettina und ich mag sie nicht. Und ich kann auch Bettina vom Geschäft, die ist mega toll. Sorry! Sorry, Betty, es gibt eine, die gut ist. Ja. Okay, nein, was hat Bettina? Sie hat dann sich tatsächlich vorausgemaßt, um zu sagen, dass die E-Mails, die die gewählten Parlamentarier bekommen haben, die jetzt doch rauskommen, dass es doch auch sehr viele sind, anyway, dass das eigentlich eine mentale Vergewaltigung sei. Und ich finde einfach, du darfst als Ärztin und als Vorsitzende der FDP-Frauen dich nicht einfach so leichtsinnig als so eine Metapher-Baukasten bedienen und einfach sagen, das ist eine mentale Vergewaltigung. Das sind die Worte. Das sind die Worte, die sie benutzen. Mentale Vergewaltigung. Sie ist so zitiert auf SRF und auf Blick. Okay, ich bin richtig froh, nach dieser Newswoche, wo ich mich irgendwie nur aufregen musste, dass ich das nicht auch noch gesehen habe. Ja. Weil die ganze Debatte und was ich muss sagen, ich weiss, das ist jetzt irgendwie auch schon wieder eine Woche, 2 her, was die ganze Debatte wirklich für mich ausgelöst hat, ist einfach auch zu sehen, wie schnell das Social Media kann funktionieren kann. Oder? Weil ich meine, das ist vor allem Tamara von Micello gewesen, oder? Wo das und Anna Rosenwasser, ja. Das wirklich irgendwie quasi live aus dem Bundeshaus quasi gepostet haben. Natürlich habe ich mich da auch engagiert und ich habe unterschrieben und ich habe die Stories geteilt. Und ich weiss nicht mehr, ich muss nochmal nachschauen, aber es sind wie viel? 700'000 Unterschriften zusammen. Also einfach wahnsinnig viel in wahnsinnig kurzer Zeit. Und das ist schon noch imposant gewesen. Ja, absolut. Nein, also weißt, einerseits ist ja, du darfst einfach nicht das sagst du einfach nicht. Nein, das sagst du nicht. Vergewaltigung ist ein ganz krasser Tatbestand und nope. Eben auch nochmal haben sie auf ihrem Instagram dann halt auch nochmal dann gefunden, ja. Und so, was jetzt da halt die Spontan-Demo, die es gegeben hat und die E-Mail und so, das hat alles einfach so Symbolgeschmäus. Und dann finde ich so, ja, welche Demonstration ist nicht Symbolgeschmäus? That's the entire point. Ja. Irgendwie, I'm lost. Aber dann gleichzeitig so Metaphern raushauen, finde ich halt schon extrem schwierig. Und dann gibt es eben auch noch Mitte-Frauen, die dann gefunden haben, also jetzt mit dem ganzen Drumherum, also da, jetzt würde ich am liebsten aus Trotz Nein stimmen. Dann finde ich halt auch, hey, ich meine, kannst du schon so sagen. Aber wenn du so auf Record gehst beim SRF, bist du einfach dumm. Das ist wirklich... Das ist nicht wer wählt so Leute? Also aus Trotz? What? Du bist eine gewählte Parlamentarierin im Nationalrat. Are you fucking kidding me? Ja, das tust du nicht aus Trotz. Nein. Dann hast du eine andere Aufgabe dort. Für das haben wir dich ja dort. Eigentlich schon. Da sind wir wieder bei diesen Prosecco-Prestige-Politiker. I tell you. Ja, das ist wirklich so. Also wir tun jetzt miteinander Yoga schnaufen. Boxbriefing. Aber hey, komm, ich kann ihn gerade noch nachher, weil es ist so aktuell und es ist so toll. Wir gehen zu anderen Politikern. Have you seen die neuen Porträts vom Vanity Fair zum Staff vom White House? Es ist etwas vom Besten, was ich dieses Jahr gesehen habe. Und es ist literally jetzt
Ende Dezember. Ja, gell? Ich finde, hey, es ist wirklich, ich finde, es gibt, ich finde es so ein glorreiches Zeitdokument. Dass es so in It's Print giving publiziert Lip worden ist. Filler, it's giving Third Reich. Es ist glorreich. Also es ist eben für die, falls du es noch nicht gesehen hast, ich könnt auf Vanity Fair, ist wirklich sehr grosszügig auf Instagram und sie haben einen grossen Artikel geschrieben, also wirklich einen offiziell abgesegneten Artikel geschrieben über the White House. Also wirklich mit allen Schlüsselfiguren und Trump rum. Und das wäre ja das eine, aber es sind die Bilder ist die krasseste Art von journalistischer und kunstvoller Revolution, die ich seit langem gesehen habe. Das sind die krassesten, unschmeichelhaftesten Bilder, die man sich vorstellen kann. Und wenn man einfach auch weiss, ich meine, die Fotografen von Vanity Fair sind in das White House rein und haben die Leute porträtiert und die haben alles gefunden, irgendwie so, hey, geil, es gibt eine riesige Coverstory in einem wirklich high-end, glossy, wichtigen Magazin. Und es sind Bilder, die muss man sich einfach geben. Also Vanity Fair ist auf Instagram, könnt ihr anschauen. Sie haben es sehr breit publiziert. Und, was ich auch cool finde, im Fall der ganze Artikel ist auch ohne Paywall. Ja, genau. Es ist alles wirklich online, man kann sich alles reinziehen. Und ich muss schon sagen, also es gibt ja wie zwei. Es gibt die bekannten, vielleicht ein bisschen bekannteren Porträts. Und dann gibt es die, wo die Person noch mit ein bisschen mehr Raum rundherum war. Und ich finde den Dokumentarstil von denen schon geil. Also weißt, du musst dir das wie vorstellen, sie haben nichts editiert. Du siehst so Ladekabel, Verlängerungskabel, Steckdosen, gerade so Vasen da hinten dran, weißt du, so wie bei mir, oder? Ja. Du hast Leute im Türrahmen, so hinten dran im Halbschatten, die am Telefonieren sind. Ich finde es schon recht geil, muss ich sagen. Also, ich weiss nicht. Ich finde schon, es ist so ein bisschen, ich finde den Fotostil schon toll. Über den Beauty-Aspekt, sorry, ich muss ihn jetzt gleich schnell einblenden. Über den Beauty-Aspekt, über die Lipfiller-Spuren von der Pressesprecherin. Das ist schon crazy, oder? Ich meine, das müssen Lipfiller-Spuren sein, weil what else? Nein, das ist die einzige, also da ist sich das Internet einig. Also ich finde, das stimmt. Also das ist wirklich eine Wohltat gewesen, das zu sehen und auch die Geschichte zu lesen, habe ich also wirklich genial gefunden. Also ich bin wirklich etwas vom besten journalistisch, was ich dieses Jahr gesehen habe. Und das Lustige ist, aus dem heraus sind ja jetzt eigentlich auch schon MIDS-Halls entstanden. Und zwar genau das, oder? Darf ich da jetzt kritisieren, vor allem, also eben, Carolyn Leavitt, ihre Lippen, oder? Darf ich jetzt da ihr Äußeren kommentieren und darf ich jetzt da sagen, sie ist 28 und sieht aus wie 50? Es ist... Darf man, Steffi? Ich finde einfach nicht so der Grund... Im Grundton, was sonst alles abgeht in Amerika im Moment, das ist eine kindliche Unterhaltung, finde ich jetzt. Und ich finde, das ist schon noch schön zu sehen, dass ganz, ganz viele Leute in Amerika, auch meine Freundinnen, die noch in Amerika wohnen, die meisten bemühen sich um einen anständigen Tonfall im Moment. Und sie bemühen sich ganz aktiv und es gibt so viele Gelegenheiten, um so ausfällig zu werden, auf beide Seiten. Und ich finde, es ist immer noch, wir sind gefordert, dass wir uns bemühen um einen anständigen Tonfall. Und wenn es der Oberste nicht herbringt und nicht wird machen, finde ich es dann umso wichtiger, dass alle anderen, wie am Tisch, mit einem 5-Jährigen, der findet, wieso, schau, ich habe meine Füße auf dem Tisch, ich esse mit der Hand, dann müssen alle anderen am Tisch einfach sagen, Gabriel, wir essen mit der Gabel und dann tun wir den Gabriel nicht mehr beachten. Ist so ein bisschen, ich weiss auch nicht, in der medialen Berichterstattung ist es jetzt einfach so, dass wir einfach den Idiot, das Kleinkind am Tisch einfach irgendwie probieren zu ignorieren, weil wir einfach sagen, wir wollen dem gar nicht mehr Feuer geben und gar keine Aufmerksamkeit geben für Bad Behavior. Darum finde ich jetzt auch in den Reaktionen von dieser Vanity Fair Geschichte, man könnte sich noch viel, viel mehr schadenfreudig äußern, als es sehr, sehr viele Leute gemacht haben. Ich sage einfach, könnt die Bilder anschauen. Weil sie sind Kunst und sie sind irrsinnig. Einfach in ihrer Message und was sie alles. Ja, genau. Und das ist natürlich schon interessant. Es sind natürlich jetzt auch ganz viele Diskurse, die so halt online geführt werden. Also weißt, ist es wie so kalkuliertes Risiko gewesen? Haben sie das eigentlich vorher schon auch so abgesegnet? Oder ist es wirklich einfach so ein grosses Fuck you von den Fotografen? Das ist schon interessant. Ich bin mir auch nicht so ganz schlüssig. Ich glaube, das ist schon eine geplante Revolution gewesen.
Glaube ich wirklich. Ich kann mir das fast nicht anders erklären. Und auch, wie das kann passieren, dass das bei so einer Geschichte, bei so Schlüsselfiguren in der aktuellen amerikanischen Politik, dass das überhaupt möglich war. Dass die, weißt, kein Bildabsegnungsrecht haben oder ein Veto haben und so, das finde ich schon recht les. Weil wenn die betroffenen Menschen das gesehen hätten vorher, hätten sie es sicher nicht so in dieser Form freigegeben. Und ich glaube, es ist eben eine aktuelle Diskussion darüber, dass wahrscheinlich die Bilder gesehen haben und freigegeben haben, aber sie haben nicht gewusst, dass da so hart reingezoomt wird auf ihre Gesichter. Das ist natürlich auch. Also das ist das Argument, das ich viel lese. Aber Ja, okay, aber auch wenn die anderen Bilder freigeben. es ist... Guys, ich weiss, I also got questions. Aber eben, nein, also ich finde es einen glorreichen Stil. Yep. Es ist wirklich so, hey, The Penguin von Batman meets Third Reich meets Larmago Face. Es ist glorreich. Es ist wirklich... Ein wunderbares Dokument von der Zeitgeschichte. Ja. Ja, ich glaube, das können wir so. We'll leave it at that. Geh schauen. Aber eben auch total glorreich. Es ist wirklich, ich meine, in der Regel, wenn du irgendwie Sachen aus der New York Times haten, ist es immer hinter einer Paywall. And I get a Paywall. Ja. Aber das wirklich, das geht nicht. Es ist nicht lang und es ist also auch sehr scharf geschrieben. Es ist wirklich super. Eben, ich würde es jetzt gerne vorlesen, aber wir haben unsere Zeit verloren. Bei einmal die so Geschichten geht nicht. Anyway, aber ich bin so excited im Fall, weil ich würde jetzt gerne dich mit rausnehmen, weil wir haben jetzt im Fall unseren Christbaum da aussen aufgestellt. Wir sind früh. Und er ist glorios. Es ist wirklich so, es ist einfach ein Kitschfest. Ich finde, wir haben es im Fall wirklich gut getimt mit unserem Podcast, dass er immer am Donnerstag rauskommt, weil nächste Woche sind wir knallhart am Weihnachtstag. Gibt es eine neue Folge? Ja, das finde ich gut. Hey, weißt du, da kannst du richtig schön am 25. Morgen kannst du irgendwie zmörgeln und kannst die nächste Folge halbschlaf vollherz reinpfeifen. Voll gut. Lässig. Ich könnte ja meine Freunde quälen. Wir haben ja berühmterweise am 25. am Morgen Pyjamas und Pancakes. Und dann könnten wir es eigentlich auch gerade hören. Ich könnte das live, so ein Live-Listening machen. Ich glaube, ich quäle nicht alle. Ich glaube, auch Boyfriends von meinen Töchtern sind da. Ich glaube, die müssen das, die wollen das vielleicht, weißt, im ruhigen Das warte ich noch, dass irgendwann mein Sohn kommt und irgendwie checkt, dass ich irgendwie so TikTok habe und einen Podcast habe und sich dann einfach in den Boden schämt. Oh, lustig. Ich habe mir das immer überlegt, weil wo meine Kinder so alt waren wie deine, habe ich beim Radio geschafft und dort haben sie es, glaube ich, nicht gecheckt. Sie haben, glaube ich, geschnallt, dass mich Leute erkennen, von der Stimme her. Und sie sind zweimal so mitgekommen, irgendwie 2-3 Mal ins Radio. Aber sie haben es, glaube ich, recht uncool gefunden. Sie wissen nur noch, dass die einen Chihuahua hatte dort und sie haben immer mit dem Chihuahua spielen, während ich in am Moderieren war. Haben es mega Freude genommen. Der Gizmo von der Corinne. Gizmo, falls es noch gibt. Ist sehr lustig. Aber ja, also ich finde, Kinder kann man auch sehr gut bestechen. Auch wenn er es total uncool findet, rührst du einfach in den Schlagstängel in und sagst ihm so, weißt du, dafür kommst du so Sachen über und dann ist alles wieder gut. Ich müsste so die Panik-Klebebildchen rühren. Dann. Ah, okay. Siehst du, funktioniert. Bei mir sind es Dior-Lippenstift. Hey, folge uns in der nächsten Woche für tolle Parenting-Tipps. Hey, ja, das ist wirklich so dumm. Es gibt einen Grund, wieso wir keinen Parenting-Podcast haben. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Aber weißt du, wir sollten vielleicht auch einfach, vielleicht haben wir irgendwann, weiß auch nicht, mal einen Guest oder so. Ja. Goals 2026. Die Liste ist so lang und wir haben 0 Zeit, Steffi. Das ist wirklich wahr. Aber der Faszien-Bootcamp, das... Ja, und dann kommt das Merch. Ja, genau. I want Merch. Guys, I'm excited. Aber was wir jetzt machen, ist der Endspurt. Wir legen jetzt noch die letzte Woche vor Weihnachten hin. Ich habe noch immer die Weihnachtsgutzli, die glutenfreien, die wir jetzt am Weihnachtsmarkt gekauft haben, habe ich jetzt dazwischen aufgefuttert. Ich würde sagen, die hast du nicht noch, oder? Ich kann es geben. Ich habe wirklich fast jeden Tag so einen halben Zimtstern gegessen, völlig arschig. Und ja, also ich glaube, Gutzli will ich sicher ich nicht noch so Mandelkipferl machen, glutenfrei. Das ist oft, okay, ja, das ist noch eine Challenge. Nein, es ist ja recht viel Mandel, das ist recht okay. Okay, das stimmt, aber sind die noch so ein bisschen brüchig, oder? Das ist gleich, die werden so schnell aufgegessen. Also ein bisschen brüchig. Ja, wenn man ein schlechtes Rezept hat, vielleicht schon. Ich bin total froh, habe ich keine Familie, die finde mir so, das ist so schade, dass du kein Gutzli machst. Ich würde auch sagen, könnt selber pushen. Ja, also ich muss sagen, ich habe früher wirklich viel Gutzli gemacht und auch so irgendwie 15 Sorten. Streber. Aber es ist halt wie einfach so, ja. Ja, times are a-changing. Times are a-changing.
Das ist Ach, so. Ich finde das traurig. auch wichtig. Also wir müssen jetzt go protestieren im Bundeshaus. Wir haben jetzt keine Zeit für Gutzli machen das Jahr. Ist gut. Hey, wir sehen uns und hören uns nächste Woche. Ich freue Mach's mich schon. gut. Tschüss zusammen. Tschüss.